Da ist jetzt irgendetwas grün, das nicht sollte grün sein. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Wenn etwas grün ist, ist es nie gut bei mir. So. Willkommen, liebe Zuschauer, bei der zweiten Folge von Troy's Tech Talk. Und heute schauen wir uns ein Gaming-Notebook an. Ein richtiges Biest, liebe Chat, liebe Zuschauer. Nämlich ein Medion Eraser Beast. Es hat im Namen Beast X40, ein High-End Gaming Notebook, wo man sogar eine optionale externe Wasserkühlung anschliessen kann. Oh mein Gott. Das Ding gibt es übrigens bei uns im Shop. Ich schicke gerade mal schnell den Link in den Twitch-Chat rein. Let's go. Genau. Gibt es bei uns im Shop für 4'199 Franken. Es kostet ein bisschen etwas, aber es hat auch sehr viel Leistung. Und am besten schauen wir uns direkt mal schnell ein kurzes Präsentationsvideo an von Medion selber. Uiuiui, episches Video, oder? Epischer Sound. Ja, wir schauen es uns aber noch genauer an. Wir haben jetzt schon diverse Specs gesehen, was da drin und dran und drauf ist. Wir schauen uns jetzt das wirklich noch schnell im Detail an. Ich habe das Ding zugeschickt bekommen, ich habe das für euch testen und wir schauen diverse Sachen an. Wir machen ein Unboxing, also ich habe Videos aufgenommen, die auch kommentieren. Unboxing. Wir schauen uns an, was drinnen ist. Wir schauen uns an, wie es performt. Wir schauen uns die Wasserkühlung an, tatsächlich. Genau. Und vielleicht noch mehr. Ich bin mir gar nicht sicher. Wir sehen es dann. Und nachher tue ich noch mit euch zusammen chatten. Tue ich da noch mal schnell, können wir ein paar Sachen anschauen, was man einstellen kann und so weiter. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal ins Unboxing rein. Let's go! Genau, in dieser Box kommt das her. Schönes Design übrigens. Medion Eraser Beast X40. Wir gehen nachher noch weiter auf die Specs ein. Das Ding ist natürlich schön polstert, damit nichts kaputt geht während dem Transport. Let's go. Wir haben natürlich Zubehör dabei und wir haben noch ein paar Unterlagen dabei. Genau. Wir packen das Ding schnell aus. Und übrigens bei den Unterlagen ist dabei kurz der Quick Start Guide, Garantiebestimmung, Sicherheitshinweise und so weiter. Read the Manual, Chat. Read the Manual, obwohl es so ein bisschen Plug and Play ist, mehr oder weniger. Es ist immer wichtig. Es ist immer wichtig. Wir haben natürlich das Netzteil dabei. Ein riesen Ding. Ein riesen Ding. Hat aber auch Leistung. 330 Watt liefert das Ding. Das Gerät braucht tatsächlich ein bisschen Strom. Es hat auch Leistung. Wir haben den ganz normalen Stecker dran, den man auch von PC-Netzteil kennt. Das ist der Stecker, der natürlich als Notebook kommt. Und wir haben dabei logischerweise noch Stromkabel, damit wir alles haben, damit wir das am Strom anschliessen können. Packen wir das Biest mal aus. Let's go! So, und das gehört natürlich auch dazu. Oh ja, oh ja. Das Logo übrigens dort auf dem Deckel drauf. Wir haben hier noch so einen kleinen Schutz, damit der Display nicht beschädigt wird. Den nehmen wir natürlich weg. Wir haben hier noch ein paar Folien mehr, die wir wegnehmen dürfen. Let's go. Und wir sehen hier schon ein grosses Touchpad, was mir sehr gut gefällt. Das gefällt mir sehr gut. Grosses Touchpad finde ich immer gut. Ja.
Und ich bin auch sehr gut Schlag gekommen mit der Bedienung. Die Tastatur übrigens auch sehr geil. Wir nehmen hier noch schnell die Folie weg vom Display. Noch schnell Infos. Das Gerät ist übrigens 38,3 mal 3,6 mal 27,2 cm gross und wiegt 2,86 Kilogramm. Und wir haben hier schon ein paar Infos. Und zwar ist verbaut eine Webcam mit Mikrofon, mit Windows Hello-Unterstützung, damit man sich bei Windows mit dem Gesicht anmelden kann. Das Display ist ein 17 Zoll LED Backlight IPS Display im 16:10 Format. Also ein bisschen höher, als man es sonst kennt. Das heisst, man hat oben und unten ein bisschen mehr Bild. Dementsprechend ist die Auflösung 2560 x 1600 Pixel, also Quad HD Plus, 240 Hz, also flüssiges Gameplay. Und Nvidia G-Sync ist hier dabei. Genau. So, dann schauen wir hier mal weiter. Genau, wir sehen hier nochmal die Tastatur. Und das ist eine mechanische Tastatur, RGB Backlit mit Cherry MX Ultra Low Profile Switches. Jeder Gamer liebt mechanische Tastaturen und die Geräusche, die sie machen, ist hier natürlich auch dabei. Und weil wir hier Kleberli drauf haben, auch noch schnell direkt die Specs. Intel Core i9 13900HX CPU ist hier drin verbaut. Ein Prozessor von der 13. respektive neuesten Generation von Intel. 24 Kerne, 2,2 GHz und im Turbo-Modus 5,4 GHz. Und dann natürlich das, was drin ist für uns Gamer, die Nvidia GeForce RTX 4090 Laptop GPU, 16 GB GDDR6 VRAM und natürlich mit der DLSS 3 Unterstützung, die die 40er-Serie mit sich bringt. Genau. Schauen wir mal schnell, was hier auf der rechten Seite, was wir hier für Anschlüsse haben. Wir haben 2 USB 3.2 Gen 1 Type A Anschlüsse für Peripheriegeräte und einen Kartenleser. Ich finde das nice, wenn ein Laptop noch einen Kartenleser dabei hat. Ich brauche das tatsächlich häufiger mal. Und zwar für MicroSD, SDHC, SDXC Speicherkarten. Genau, wir gehen weiter. Was haben wir auf der hinteren Seite? Übrigens hier noch ein paar Lüftungsschlitze, um die Wärme abtransportieren, braucht es auch. Und apropos Wärme, wir sehen hier einen ganz komischen Anschluss. Nein, das ist natürlich der Doppelanschluss für die Wasserkühlung, für die externe, optionale Wasserkühlung, die wir uns auch noch anschauen. Wir haben einen USB 3.2 Gen 2 Type-C Anschluss mit Thunderbolt 4, das heisst, man kann hier nochmal jenstes an Peripherie anhängen. Man kann eine Docking Station, Monitor etc. hier noch machen. Wir haben einen HDMI 2.1 Ausgang. Was mir ein bisschen fehlt, ist tatsächlich ein Displayport. Haben wir nicht, wir haben keinen Displayport-Ausgang. Genau, wir haben aber einen LAN-Anschluss, 2,5 Gigabit pro Sekunde. Und natürlich der Stromanschluss, der darf nicht fehlen. So, wir gehen weiter. Was haben wir noch für Anschlüsse? Wir haben auf der linken Seite nochmal ein paar Anschlüsse. Wir haben nämlich nochmal einen USB-Anschluss, und zwar einen USB 3.2 Gen 2 Type A-Anschluss. Und natürlich 3,5 mm Klinken Ein- und Ausgang fürs Headset, fürs Mikrofon, für Kopfhörer etc. Genau. Let's go. Am besten starten wir das Ding mal und schauen, was da passiert. Es geht natürlich nicht direkt ins Game rein. Wir müssen zuerst Windows einrichten, und zwar kommt das Ding vorinstalliert mit Windows 11. Genau, und da so die ganz normale Einrichtung, die man machen muss. Man verbindet sich mit dem WLAN und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, bei jedem Gerät etwas Gleiche. Und
Das dauert übrigens etwa 8,5 Minuten, das Ganze. Also, dass ihr das etwa einrechnen und dann könnt ihr loslegen. Dann müsst ihr vielleicht zuerst noch das Game installieren, bevor ihr dann ins Game rein. Da, wo ich gesagt habe, Windows Hello Unterstützung, kann man da natürlich auch direkt einrichten. Ich sage noch schnell, was da noch dabei ist an Software. Es ist eine kostenlose Microsoft 365 Testversion dabei, 30 Tage. Und McAfee LifeSafe, auch kostenlose Testversion, 30 Tage. Genau, wir schauen hier nochmal schnell, wie das Ding jetzt schön leuchtet. Sobald man es eingeschaltet hat, sieht man hier die RGB-Beleuchtung von der Tastatur. Wir haben übrigens auch einen Ziffernblock, was ich sehr geil finde. Finde ich sehr wichtig. Und es hat ja auch Platz. Das Gerät ist gross genug, dass man natürlich noch so einen Ziffernblock drauf machen kann. Hinten dran sieht man übrigens auch, wenn man den Strom einsteckt. Dann ist dort das Zeug auch noch beleuchtet zusätzlich. Also RGB. RGB ist auch dabei. RGB ist auch dabei. Wichtig. Für mich nicht. Aber für gewisse Leute ist es halt wichtig. Stellt euch vor, ihr geht an eine LAN-Party mit dem Ding. Dann muss es natürlich schon geil leuchten. So, wir schauen uns noch schnell an, was ist denn da drin? Wir schauen unter die Haube. Wir machen das Ding schnell auf. Man kann hier die Abdeckung wegnehmen, indem man 12 Schrauben entfernt, unten dran. 2 weitere Schrauben hinten dran. Das habe ich übrigens zuerst nicht herausgefunden. Da musste ich zuerst jemanden von Median fragen. Aber let's go. Da haben wir es. Und was haben wir da drin? Natürlich zuerst mal den Akku. Der Akku, was sind meine Notizen? Genau, mit 6450 mAh, 99,8 Wattstunden. Entspricht in einer Laufzeit, zum Beispiel beim Video schauen, von ca. 2 Stunden und 15 Minuten. Das habe ich so gemessen. Wenn man auf dem Ding gamet, hat der Akku etwa 1 Stunde und 20 Minuten. Aber man muss ganz klar sagen, die Leistung ist drosselt dann. Also wenn man das Ding nicht am Netzstrom hat, ich habe immer konstant einfach 30 FPS in allen Games. Einfach wichtig, dass man das weiss. Wir haben nicht die volle Gaming-Leistung, weil es halt ein bisschen mehr Strom braucht, dass der Akku liefern kann, würde ich jetzt mal behaupten. Aber 1 Stunde und 20 Minuten kann man irgendwie schon noch etwas gamen drauf. Genau, wir haben auch die Lautsprecher da, die wir noch sehen. Das ist jetzt eine Seite, natürlich haben wir das auf beiden Seiten. Stereo mit Nahimic 3D-Sound. Let's go. So, wir gehen weiter. Was haben wir noch? Wir schauen runter dran schnell. Da haben wir die ganzen Lüfter, wir haben die ganzen Heatpipes. Man sieht dort auch nochmal die Heatpipe von der Wasserkühlung. Ich tease sie immer an, die Wasserkühlung. Genau, und was wir da auch noch sehen, was noch wichtig ist, es ist ein Wi-Fi-Modul verbaut. Natürlich Wi-Fi 6, AX201 und das mit integriertem Bluetooth 5.1. Genau, jetzt schauen wir uns natürlich noch schnell die RAM an. Die sind hier auch unter dieser Abdeckung. Genau, und da sind 2 x 16 GB DDR5 RAM verbaut, 4800 MHz. Und ich finde es halt cool, dass man die auswechseln kann. Der User kann die wirklich auswechseln, wenn man mal irgendwie ein Upgrade braucht. Und I don't know, 64 GB reinknallen. Man kann es. Und das finde ich echt nice. Und das ist heutzutage nicht mehr Standard, tatsächlich, dass man das machen kann. Gut, wir schauen uns weiter an, was wir hier noch haben. Wir sehen schon die SSDs, dasselbe. Man kann sie selber austauschen. Beide Slots sind aber schon besetzt mit jeweils einer 1 TB M2 SSD, wo über PCI Express Generation 4 läuft. Genau. So, schnell überlegen. Was kommt als nächstes? Oh, ja, ich weiss, was als nächstes kommt. Lieber Chat. Die Wasserkühlung. Ich habe sie angeteasert. Ich finde es so geil. Ich habe mich so gefreut, als ich das gehört habe, dass das System eine externe Wasserkühlung hat. Und ich habe die natürlich auch bekommen. Und wir schauen uns das schnell an. Let's go.
Let's go. Oh, das ist der falsche Knopf. Oh, das ist der falsche Knopf. Ich muss den Knopf drücken. Let's go. Liquid Cooling Box, wir unboxen. Ist übrigens ein Sample, das mir zugeschickt worden ist. Also was wahrscheinlich noch dabei wäre, wäre ein Handbuch. Habe ich aber digital bekommen. Ich habe aber alles dabei gehabt, mit Zubehör, Stromanschluss und natürlich die Wasserkühlung selber mit dem Radiator und dem Lüfter drin. Und am besten schließen wir das Ding mal schnell an und schauen, wie das überhaupt geht. Die Anschlüsse sind übrigens magnetisch mit diesen Schläuchen. Finde ich recht nice. Man muss aber gleich schauen, dass sie richtig drin sitzen. Aber wenn man sie jetzt so nebendran legen würde, würden die direkt angezogen werden, magnetisch. Der Strom wird durch die Wasserkühlung geschlauft tatsächlich. Das heisst, wir verbinden die Wasserkühlung mit dem Notebook verbinden. Genau, und das Netzteil vom Notebook mit der Wasserkühlung verbinden. So hat die Wasserkühlung und das Notebook natürlich Strom. Und weil es eine Wasserkühlung ist, müssen wir natürlich noch Wasser einfüllen. Gemäss Bedienungsanleitung 5 Sekunden auf den Knopf vordrücken. Dann geht es in Auffüllmodus, das Ding. Und dann kann man Wasser einfüllen. Man sollte destilliertes Wasser nehmen, was ich auch gemacht habe. Man hat einen Wasserstandanzeige unten, der schön beleuchtet ist. Man hat 2 Striche für minimale und maximale Füllmenge. Und es ist empfohlen, dass man es ca. Jetzt habe ich noch gesäulet. Dass man es ca. 1 cm unter dem Maximum bis dorthin auffüllen. Let's go. Wir gehen aus dem Modus raus, gehen das Notebook, öffnen die Software, nämlich Control Center von Medion Eraser, wo man das Ganze einrichten und einstellen kann. Und zwar muss man das Ding mit Bluetooth verbinden, easy peasy, sehr schnell gemacht. Es muss auch Bluetooth eingeschaltet sein und dann erkennt das Gerät die Wasserkühlung. Und dann sieht man auch direkt, dass sie anfängt zu laufen. Sie leuchtet dann auch in einer Farbe. Und man kann hier noch diverse Sachen einstellen, wie auch die Farbe vom Lüfter. Man kann oben auch einstellen, wie schnell der Lüfter drehen soll. Oder man kann es auf Auto stellen, dass er nur lüftet, wenn auch eine gewisse Wärme herum ist, die er abtransportieren muss. Genau. Übrigens, das Ding schaltet automatisch ein, wenn man das Notebook einschaltet, und schaltet automatisch aus, respektive geht es in einen Standby-Modus, wie man jetzt gerade sieht. Und dann leuchtet es einfach blau. Ich bin mir nicht sicher, ob man das wegbekommt. Ich habe es jetzt nicht angebracht, dass es nicht blau leuchtet. Aber man kann jederzeit aufs Knöpfchen drücken. Genau, was mir noch auffallen ist, vielleicht ein ganz kleiner Kritikpunkt, aber nicht allzu schlimm. Ich tue es jetzt natürlich ein bisschen provozieren. Wenn man das Ding ein- und aussteckt, es kommen manchmal halt ein bisschen Tröpfchen Wasser raus. Man muss einfach einmal schauen. Auch schnell wegputzen, wenn man es vielleicht auf dem Holztisch hat vor allem. Genau, in Benchmarks gehen wir jetzt nämlich gerade schnell reinschauen. Genau, wie performt das Ding mit und ohne Wasserkühlung. Das ist etwas, was wir uns anschauen. Übrigens, Wasserkühlung, ich schicke schnell den Link in den Chat rein, ist vorbestellbar bei uns, brack.ch, für 249 Franken. Das ist etwas, das ihr separat bestellen müsst. Das ist nicht dabei beim Notebook. Genau. So. Übrigens, ich habe ja gesagt, wegen der Tröpfchen, wenn die Anschlüsse dran sind, da passiert nichts, da kommt nichts raus, da tröpfelt nichts. Das ist nur, wenn man wirklich das Ding ein- und aussteckt. Sonst ist das dicht. Let's go, wir schauen uns Benchmarks an. Und für das muss ich schnell switchen. Let's go, jetzt sehen wir gerade nichts. Schnell den Browser starten. Wo ist mein Browser? Ich bin nicht vorbereitet. Let's go! So, jetzt schaue ich schnell. Wir sehen es noch nicht. So sehen wir es noch nicht. Chrome. Jetzt solltet ihr etwas sehen. Wir schauen zuerst einmal so wie letztes Mal. Ich bin jemand, oh, Moment, ich muss das gross machen. Moment, schnell. Ich bin jemand, der Blender sehr häufig braucht. Und für mich ist auch immer die Frage, hey, wie performt es im Blender? Und es gibt einen Benchmark im Blender. Wir haben hier 8063,09 Punkte erreicht im Blender Benchmark. Natürlich, die Zahl sagt einem jetzt so nichts, aber wir können es schnell gegenüberstellen. Wie viele Punkte erreichen wir mit der 4090er
Desktop-Variante. Einiges mehr tatsächlich. Das ist der Benchmark vom letzten System, das wir angeschaut haben. WUM 4090 Dreamcast, das Desktop-System. Einfach, dass ihr da nochmal seht, den Unterschied. Also man sieht hier schon mal, ein 4090 Laptop-GPU ist nicht gleich ein 4090 Desktop-GPU. Hat ein bisschen weniger Leistung, ist aber tatsächlich einfach das High-End-Ding für Notebooks. Darum heisst sie wahrscheinlich 4090 bei den Notebooks trotzdem. Aber einfach, dass man sich das bewusst ist. Auf dem Desktop ist da definitiv mehr Leistung. Wir schauen schnell. Natürlich 3D-Mark, Benchmarks habe ich gemacht. Times by Extreme haben wir mit Luftkühlung 10.625 Punkte erreicht. Ich habe natürlich auch die Wasserkühlung dann schnell eingeschaltet. Und siehe da, wir haben mehr Punkte. Das hat ganz einfach damit zu tun, weil natürlich die Hardware nicht runterdrosseln, aber eine gewisse Temperatur. Es bleibt alles schön kühl und die ganze Performance bleibt bestehen. Genau, ich schaue schnell, ich kann euch die Links sogar noch schnell schicken in den Chat rein. Let's go. Was wir noch schnell schauen, das war übrigens jetzt Times by Extreme, der Vergleich. Wir vergleichen natürlich nochmal auch hier mit dem Desktop-System. Also das ist die Punktanzahl mit Luftkühlung, das zweite ist mit Wasserkühlung und das dritte ist der Vergleich mit der Desktop-Variante 4090. Auch hier sieht man nochmal den Unterschied. Also die Desktop-Variante bringt einiges mehr Leistung. Aber was sicher interessant ist, ist auch hier einfach der Unterschied. Keine Wasserkühlung, Wasserkühlung. Es ist halt alles ein bisschen kühler. Wir sehen, dass auch hier unten 76 Grad mit Luftkühlung, 67 Grad mit Wasserkühlung. Natürlich haben wir noch den Port Royal Benchmark von 3D-Mark. Den habe ich auch noch gemacht. Wir erreichen hier 14.241 Punkte. Ich glaube, das ist mit Luftkühlung. Genau, mit Wasserkühlung erreichen wir ein bisschen mehr, 14.952 Punkte. Und auch hier nochmal schnell der Vergleich, auch mit der Desktop-Variante. Auch hier sieht man nochmal einen ganz grossen Unterschied. Genau, wir können uns hier auch nochmal schnell Temperaturen anschauen. 70 Grad, Luftkühlung 62 Grad, relativ kühl mit Wasserkühlung. Natürlich das Desktop-System mag ein bisschen mehr leiden. Das ist natürlich, das läuft ein bisschen wärmer. Genau, so. Jetzt, das war glaube ich der Tag mit 3D-Mark. Wir schauen uns jetzt aber natürlich noch ein paar Gaming-Sachen an. Wie performen Games, Benchmarks. Das erste, was wir uns anschauen, ist Hogwarts. Hogwarts, aktuelles Game. Und was wir da schon mal gesehen, also was ich da zeigen vor allem, ist, wie ist der Unterschied ohne Wasserkühlung zu mit Wasserkühlung. Und wir sehen hier schon mal den Unterschied direkt. Also wir stehen hier am gleichen Ort, haben mit Wasserkühlung 190 FPS, während wir mit Luftkühlung 175 FPS haben. Und obendrauf sehen wir auch noch mal Temperaturen. Wir sehen, dass bei der Luftkühlung die CPU halt abgetaktet hat. Wahrscheinlich wegen der Temperatur. Und das Problem haben wir mit Wasserkühlung nicht. So, jetzt muss ich schnell schauen. Das war das Knöpfchen da. Let's go. Und ich mache da mal schnell im Hogwarts eine kleine Runde. Dann sehen wir noch mal schnell das FPS-Verhalten. Übrigens, die Einstellungen sind jetzt mit DLSS on, mit der Display-Auflösung, die wir haben, und alles auf Ultra. Und ich würde jetzt mal behaupten, wir haben anständige Frames. Mit Wasserkühlung haben wir tatsächlich stabil viele Frames, 150 würde ich jetzt mal sagen. Mit Luftkühlung geht es mal ein bisschen runter. Das ist vor allem dann, wenn es runterdrosselt. Dann gibt es auch mal so ein bisschen Ruckler, die haben wir jetzt gerade hier gesehen. Und für die es Wunder nimmt, hey, wie performt denn Hogwarts auf diesem System, wenn wir jetzt Raytracing auch noch einschalten? Vorhin war es ausgeschaltet. Ich schalte es schnell ein. Display-Auflösung, Ultra, Raytracing. Und wir haben, jetzt hier schnell runternehmen. Ich würde jetzt mal sagen, zwischen 50 und 60 FPS. Manchmal spricht es ein bisschen. Ja, das ist so ein Phänomen, das ich halt irgendwie festgestellt habe im Hogwarts. Ich denke mal, der kann
auch den Hersteller vom Game noch ein bisschen optimieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, zwischen 50 und 60 FPS. Zumindest da, wo wir jetzt sind, in Hogwarts. Genau. Und das war jetzt natürlich mit Wasserkühlung. Ja. Wir gehen weiter. Call of Duty Modern Warfare 2 mit Wasserkühlung, Display-Auflösung, DLSS aus. Wir schauen uns schnell an, wie das performt. Das haben wir letztes Mal auch getestet beim Desktop-System. Die Frames springen halt ein bisschen hin und her, aber was uns nachher wundern sind natürlich die Average FPS, die wir hier angebracht haben. Wir sehen aber oben rechts natürlich auch schon mal Temperaturen und die dort oberhalb. Das ist alles sehr, sehr chillig. Relativ kühl, dank der Wasserkühlung tatsächlich. Das ist natürlich mega nice für mich. Jetzt dann kommen. Let's go! Wir haben 119 FPS mit Wasserkühlung, wie gesagt, Displayauflösung von 2560 x 1600 DLSS aus. Und wir vergleichen schnell, wie sieht das aus, wenn das luftkühlt ist. In jedem Moment kommen und ziehen da. Wir haben genau gleich FPS. Also es ist in jedem Game ein bisschen verschieden. Tatsächlich haben wir jetzt hier in diesem Benchmark Call of Duty Modern Warfare 2 keinen Unterschied. Bis auf natürlich die Temperatur, die wir hier sehen, die ist ein bisschen höher. Aber anscheinend hat es nie einen Leistungseinbuss gegeben wegen der zu hohen Temperaturen. Genau. Und wir vergleichen natürlich hier noch schnell mit der Desktop-Variante der 4090. Für das müssen wir aber schnell den Benchmark mit 1440p machen. Also mit Wasserkühlung 1440p, DLSS aus. Wir haben 126 FPS. Und wir vergleichen schnell mit dem Desktop-System. Desktop 4090er bringt 187 FPS an. Das ist übrigens auch wieder der Benchmark vom letzten System, das ich euch gezeigt habe. Und das entspricht plus 48,4% Frames. Also auch da haben wir gesehen, den Unterschied. Ich sage es immer wieder. Es ist ein kleiner Unterschied da zwischen Laptop-GPU und Desktop-GPU. Let's go, wir gehen weiter. Was wir uns noch anschauen, ist natürlich Cyberpunk 2077 Benchmark. So wie letztes Mal auch schon. Mit Wasserkühlung. DLSS aus 2024. Da mache ich jetzt nicht den Vergleich mit Mini-Wasserkühlung. Ich zeige auch mal, wie die Leistung ist. Aber mit Wasserkühlung. Cyberpunk sehr demanding. Es ist so ein bisschen eher bei 40 Es springt auch ein bisschen auf, wenn weniger los ist. Der Vergleich ist dann interessant. Temperaturen auch da würde ich jetzt mal behaupten, sehr, sehr cool. Jedes Mal, wenn ich das sehe, bekomme ich Lust auf Cyberpunk 2077. Also jetzt halt endlich mal spielen. Wir haben das Ergebnis. Wir haben durchschnittliche FPS 40,92 mit Wasserkühlung, DLSS aus. Und jetzt muss ich dort schnell schauen, was wir hier noch für Ergebnisse haben. Wir haben natürlich genau, was ich noch schnell zeigen ist, wenn man DLSS einschaltet. Und ich meinte eben, ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ich meinte, Cyberpunk 2077 hat DLSS 3 Unterstützung. Und man sieht auf jeden Fall, dass man mit DLSS
einige Frames mehr bekommt, also 112,2 Frames pro Sekunde. Und das ohne, dass man irgendwie, meiner Meinung nach, ohne dass man merkbar irgendeinen Qualitätsunterschied merkt. Also die DLSS-Technologie und vor allem DLSS 3-Technologie von Nvidia ist halt schon sehr nice. Genau, wir schauen noch schnell, ich muss selber schnell schauen, mit was wir hier noch verglichen haben. Natürlich machen wir auch hier noch schnell den Vergleich zu Desktop, und zwar mit DLSS aus 1440p, natürlich auch hier wieder mit Wasserkühlung. Wir haben 44,17 Frames auf dem Notebook und auf unserem Desktop-System, das wir letztes Mal getestet haben, haben wir ein bisschen mehr, einfach als ihr hier nochmal den Unterschied seht. Und das sind tatsächlich plus 90,3% mehr Frames. Genau, und da bin ich wieder. Ich muss wieder meine Notizen führen. Let's go. So, was haben wir noch? Natürlich die Lautstärke. Die Lautstärke ist auch sehr entscheidend. Und bei Notebooks, die tendieren immer ein bisschen dazu, laut zu werden, weil sie viel lüften müssen. Jetzt haben wir aber hier unsere schöne Wasserkühlung. Und wir schauen uns mal schnell an, wie so die Lautstärken sind. Ich habe das Ganze wieder mit meinem App gemacht. Es ist nicht ein professionelles Messgerät. Also ich zeige euch auch die Zahlen, die mir halt die App ausgespuckt hat. Und wir schauen uns das schnell an. Und zwar, wenn man einfach ein YouTube-Video schaut, ohne Wasserkühlung, dann haben wir so, ich würde jetzt mal sagen, im Schnitt 36 Dezibel. Ich bin da auch nicht direkt dran der Hardware, ein bisschen Abstand. Wir hören jetzt tatsächlich auch schon ein bisschen etwas. Ich muss da schnell pausieren. Ohne Wasserkühlung Hogwarts Legacy, würde jetzt mal sagen, im Schnitt 43 Dezibel, und es ist wirklich, man hört es gut. Und was ich da dazu auch noch muss sagen, wenn man halt die Maus auf der rechten Seite platziert hat, dann bläst es einem wirklich schön an die Hand hin. Und das ist heisse Luft, was irgendwie nicht so cool ist. Darum schalten wir jetzt auch schnell die Wasserkühlung noch ein. Ich muss da schnell die Musik wegmachen, dann hört man es besser. Mit Wasserkühlung direkt ein bisschen leislicher, auch angenehmeres Geräusch. Ich würde jetzt mal sagen, nimmst nicht 40 Dezibel, so circa, springt ein bisschen um. Aber ganz sicher angenehmeres Geräusch. Man wird nicht mehr, es bläst einem nicht mehr an die Hand hin mit heißer Luft. Es gibt noch verschiedene Presets. Jetzt sind wir auf Idle. Normal ist 41 Dezibel, auf Balanced. Auf Quiet haben wir dann so ca. 39 Dezibel. Und wenn wir auf Quieter gehen, sind die Presets, sind wir so auf ca. 38, mehr oder weniger. Let's go. Also hier nochmal so ein bisschen die Temperaturen. Die Lautstärke der Lüfter. Let's go. Genau. Das wäre auch schon ein bisschen da, wo ich so getestet habe, lieber Chat, liebe Zuschauer. Mein Fazit. Geile Performance. Wirklich geile Performance. Wasserkühlung. Geiles Feature. I like. Habe ich schon mal gesehen. Ich weiss nicht, also ich habe mal ein Video geschaut von einem anderen Gerät, das das auch so ähnlich hatte. Ich konnte es nie selber testen, es jetzt endlich mal selber testen, und es ist nice, es gefällt mir. Geiles Add-on tatsächlich. Ich bin jetzt der Meinung, das Notebook hat ein bisschen wenig Anschlüsse. Ich habe gerade noch gesehen, Thunderbolt 4 unterstützt auch DisplayPort. Also dank Thunderbolt kann man sich die Anschlüsse natürlich zusätzlich noch verschaffen mit einer Docking Station und so weiter. Ich finde einfach, das Gerät ist ja relativ gross. Und für mich, ich denke immer, hey, da hätte doch noch ein paar Anschlüsse mehr Platz. Vielleicht noch ein USB-C irgendwann. I don't know. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Für mich, ich denke nach so ein, zwei Anschlüsse mehr wäre noch cool. Was ich einfach nochmal sage, und ich habe es schon x-mal gesagt, man muss sich auch bewusst sein, dass die Laptop 4090er nicht gleich Desktop 4090er Grafikkarten ist. Wir haben es jetzt in den Benchmarks gesehen. Es ist ein bisschen ein Unterschied, aber es ist
ein High-End-System für Laptops ist es die beste Grafikkarte. Auch nicht, dass ihr mit der falschen Erwartung quasi jetzt so ein Gerät kauft und denkt, hey, ich habe da schon 4090 Desktop und erwarte jetzt die gleiche Leistung auf dem Notebook. Nein, tatsächlich nicht. Das mit den Wassertropfen, ja, das ist nicht allzu schlimm, aber es ist mir natürlich aufgefallen, weil das erste Mal habe ich es nicht gemerkt. Und dann ja, ist halt dort so, sind ein paar Tröpfchen länger auf dem Holztisch gewesen, es ist nichts passiert. Aber einfach, dass man es weiss. Aber auch das ist nicht ein allzu grosses Problem. Ist es mal verbunden, vor allem wenn man es, ich sage jetzt mal, einmal in der Woche abhängt, weil man es mitnimmt, dann ist es kein Problem. Wenn es vorwiegend angeschlossen ist, hat man kein Problem. Da tritt sicher kein Wasser raus. Gaming-Notebooks sind für mich allgemein nicht wirklich ein Thema, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde jetzt aber mal behaupten, also übrigens der Grund ist einfach, ich bin nicht irgendwie mit ÖV unterwegs und so. Es gibt für mich nie einen Grund, wieso ich außerhalb irgendwie müsste Games zocken. Für das habe ich mein Desktop-System. Aber für die es brauchen, und ich sage jetzt eben genau die vielleicht an LAN-Partys gehen und nicht ihr Desktop-System mitschleppen, sondern etwas Mobiles haben, wie eben zum Beispiel ein Gaming-Notebook, wo auch Leistung hat, wo anständig gekühlt wird mit dieser Wasserkühlung. Für diese Leute ist das tatsächlich etwas, würde ich jetzt mal behaupten, ist das ein sehr interessantes Produkt oder eine sehr interessante Produktkombination auch. Genau, preislich ist das Ding in der Region wie andere Geräte. Ich habe da so ein bisschen schauen. Also es gibt viel teurere Geräte, die etwa die gleiche Hardware haben. Es gibt wenige, ein bisschen günstigere Geräte. Aber ich würde sagen, es ist dort sicher in der richtigen Region. Also dort habe ich nichts auszusetzen. Genau, das ist so ein bisschen mein Fazit. Liebe Zuschauer, wenn ihr so ein Ding kaufen wollt, das gibt es auf brack.ch. Wasserkühlung ist vorbestellbar aktuell, haben wir auch. Genau, und das wäre es soweit zum Thema Tech Talk Video. Ich gehe natürlich nachher noch schnell ein bisschen auf Twitch-Chat ein, auf den Live-Twitch-Chat, den wir hier noch haben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Tech Talk. Bye, bye!